Oh mein Gott, der war wirklich der letzte auf meiner Liste. Du hast eine fucking Liste gemacht mit Typen, welche auf Nummer 1 steht und so. What the fuck? Heute und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich glaube, das wird wieder eines der cringigsten Videos, die ich werde urladen. Weil, Boys und Girls, ich habe mein altes Tagebuch gefunden. Und glaubt mir, das ist wirklich next level. Also wirklich, Das ist nämlich nicht einfach nur ein Tagebuch, wo ich geschrieben habe, yo, heute bin ich 12 Mal schiessen, sondern ich habe eben meine Crushes und alle Boys-Geschichten und die auf mich gestanden sind und wie ich sie behandelt habe. Einfach alles habe ich da geschrieben. Und es ist... Darum bitte an alle, die mit mir in der Primarschule sind, jetzt ist der Zeitpunkt, wo ihr gerne das Video abschalten. Dankeschön! Aber was ich noch vorher will sagen, ey, danke vielmals für all die lieben, herzigen Kommentare und Rückmeldungen zu meinem letzten Video. Es hat mich wirklich mega gefreut und es war irgendwie mega emotional für mich gewesen. Darum danke vielmals. Aber jetzt fangen wir mit dem Video an. Let's go! Alter, fuck, man hat einfach das Weg gemacht. Okay, wir stellen es mal auf. Ich kann euch nicht mal den Titel von dem Scheißbuch sagen. Ich weiß nicht, was ich mir da überlegt habe. Und es ist mir jetzt noch unangenehm, das zu sagen. Okay, weißt du was? Ich hau es einfach raus. Denkt bitte nicht falsch über mich, okay? Dann einfach weiter schauen und es vergessen. Das Buch heisst Wer ist an der Reihe? Ja, so eingebildet bin ich gewesen. Und ich habe scheiße hässlich ausgesehen. Das Bild. Okay, wir fangen an. Also, lassen wir es mal so sagen. Ich bin wahnsinnig in einen... Oh, jetzt müssen wir übernehmen. Wie nennen wir es? Oberschiene. Ich bin wahnsinnig in Oberschiene verknallt. Ich versuche ihn immer zu erobern. Doch leider trifft es eher die Schwachköpfe. Jeden Plan, den ich schmiere, geht nach hinten los. Also, nun will ich euch mal meine Geschichte mit den schwachköpfigen Jungs erzählen. Bro! Oh mein Gott, Alter, wenn das irgendjemand von denen sieht, das ist einfach so unangenehm. Holy fuck. Okay. Alles fing an mit einem, wie nennen wir einen, Apfel. Am 10. Januar 2012, da bin ich 11 gewesen. Um 21:46 Uhr schrieb er mir, willst du mit mir gehen? Alter, kennt ihr die Zeit noch, wo man eine Beziehung hatte und dann willst du mit mir gehen? Und man sagt ja, dann ist man nachher zusammen und hat einen Freund gehabt. Aber man hat sich nie gesehen in der Freizeit, Küssen war echt kein Thema gewesen, aber man hat einen Freund dann gehabt, dann kann ich sagen, oh, ich habe jetzt einen Freund. Und ich, Arschloch, sagte wirklich ja. Oh mein Gott. Naja, das bereue ich jedenfalls. Denn als ich zusagte, schrieb er mir alle 5 Sekunden I love you. Und das hielt ich nur für eine Weile aus. Denn nach den bekloppten Videos schrieb ich einfach eine Woche nicht mehr. Können wir machen zusammenfassen, wie fucking asozial ich bin. Der Typ, ich weiß nicht, ob der jetzt mega Gefühl für mich geht, aber er hat mich auf jeden Fall gefragt, ob ich mit ihm zusammen sein will. Ich habe einfach ja gesagt, warum auch immer. Das war mein erster Freund gewesen. Und ich wollte sagen, jo, ich habe einen Freund. Ich muss kurz festhalten, ich habe den Typ noch nie in meinem Leben in Real Life gesehen. Bis heute noch nicht. Noch nie. Noch nie. Oh mein Gott, der war wirklich der letzte auf meiner Liste. Du hast eine fucking Liste gemacht mit Typen, welche auf Nummer 1 steht und so. What the fuck? Vor allem Real Talk. Es hat mich niemand wirklich wählen. Also es ist einfach so, ich habe keine Ahnung, was ich da gedacht habe. Also Real Talk, jetzt what the fuck? Ich bin da in der 4. Klasse gewesen, kurz um das festzuhalten. Dieser Typ sah echt bescheuert aus und ich habe ein Bild von mir geklebt, aber ich kann es jetzt leider nicht zeigen. Ey, wie assi bin ich bitte? Holy shit. Danach schrieb ich einfach, ich mache Schluss. Er kapierte es einfach nicht und schrieb mir immer, gehen wir jetzt noch miteinander. Das stresste mich total. Wie lange sind wir zusammen gewesen? Eine Woche? Wann überhaupt? Also beschloss ich ihm Arschloch zu schreiben und damit hatte sich die Sache schnell. Yeah! Ich schäme mich gerade so hart. Falls du das Video siehst, es tut mir leid. Es tut mir leid. Es tut mir einfach leid. Später schrieb ich ihm einmal hey. Alter, wieso? Du hast nicht von dem fucking Typ wählen und jetzt kommst du wieder an und gibst ein Zückerli oder was ist das alle? Und er antwortete gleich darauf mit hey Hübsche. Und er rief mich auf FaceTime an. Und gerade dann war, wie nennen wir sie? Lisa, meine Freundin, bei mir. Ich nahm ab und er sah als erstes Lisa. Nach dem ersten Blick verliebte er sich total in sie. Ich war echt erleichtert, aber ich muss zugeben, er war viel hübscher. Er hatte kürzere Haare und er ist voll gestylt. Aber er ist immer noch der alte Schwachkopf von gestern.
Ey, ist mir so... könnt ihr gerade mich in meine Position versetzen und euch vorstellen, der Typ schaut jetzt das Video gerade. Er hat Lisa echt gefragt und gesagt, ich bin 99% in Lisa verliebt. Okay, das ist auch noch sein Move. Er hat mich angerufen und hat mir geschrieben, ich sei eine Hübsche und nachher sagt er sei 99% in meine Kollegin da verliebt, obwohl er sie gar nicht kennt und nur gesehen hat, alle. Doch sie sagte, sie hätte schon einen. Das stimmt ja auch, denn ihr Freund war Gurke. Und dem wollte sie nicht absagen. Erst recht nicht wegen Apfel. Nachdem sie absagte, fragte er mich. Okay, gut. Wir müssen kurz einstufen. Wir sind beide nicht ganz... Wir haben beide irgendwie einen Sprung an der Schüssel gehabt. Irgendwas hat einfach nicht kurz gestimmt. Ich fragte ihn, wieso er mich fragte und wie viel Prozent er in mich und Lisa verliebt wäre. Wieso hat man das gemacht zu dieser Zeit? Du hast gefragt, wie viel Prozent bist du in mich verliebt? So, hä? Entweder du willst die Person oder du willst sie nicht. Wie viel Prozent? Ja, 30. Was heisst denn das, hey? Alter, hä? Ich könnte sonst gerne mal in die Kommentare schreiben, falls ihr in einer Beziehung sind oder einen Crush habt, wie viel Prozent ihr in diese Person verliebt sind. Ja. Er schrieb einfach, die 99% werden gelogen. Es wären nur 59 bei Lisa und bei mir wären es 99. Okay, er hat definitiv auch einen Sprung an der Schüssel gehabt. Aber ich sagte doch ab. Lisa gab mir einen Zettel, den ich Apfel geben sollte. Das habe ich auch getan und er sagte wirklich ja. Ich habe da den Scheißzettel sogar, man kann ihn vielleicht ein bisschen sehen, eingeklebt und drauf steht, ich sage beim Äpfel ja und eine Unterschrift von ihr. Ah, und sie hat den Zettel geschrieben, wo sie mit ihrem Freund, also der Gurke, Schluss gemacht hat. Okay, well, das ist Kapitel Äpfel gewesen. Wir kommen zum nächsten Kapitel. Wir nennen es Birre. Am 2. Dezember 2012 fragte mich Birre, gehst mit mir? Schon wieder, Achtung. Er war damals 8 bis 9% in mich verknallt, von 100%. 8 bis 9% verknallt, what the fuck, was ist das? Vorher war er noch nie mit jemandem zusammen. Deswegen sagte ich eine Weile nichts. Aus dem Grund, perfekt, alle, richtig. Also ich bin so ein scheiß Playgirl gewesen. Mit 11. Am nächsten Tag in der Schule sagte ich es meinen 2 Kolleginnen. Doch das war ein Fehler, denn die erzählten es der ganzen Klasse. What the fuck? Was sind wir für Menschen gewesen? Lisa sagte sogar, dass er leiden würde und wenn ich ja sagen müsste, ich ihn küssen müsste. Oh my gosh, oh my gosh. Ey, ich mag mich noch so gut an diese Situation erinnern. Ich bin in die Schule gekommen und ich habe es so denen gesagt und so gedacht, so weißt irgendwie so, es ist so ein bisschen weird flags, aber will etwas von mir. Und nachher ein riesen Ding, die ganze Klasse hat gewusst, dass der Dude jetzt etwas von mir will und er ist im Gang gestanden und sie hat gesagt, geh zu ihm raus und sag ihm ja, er ist am Leiden und weil du keine Antwort gibst und du musst ihn dann küssen. Oh mein Gott, das war so ein Horror, glauben wir alle. Weil auf der einen Seite hast du den Typen verletzen und zum anderen, die ganze Klasse hat das irgendwie gewusst, es war fucking unangenehm gewesen und küssen hast du sowieso nicht wollen. Ich sagte gar nichts. Als ich zu Hause war, nahm ich mein iPod hervor. Ah, der iPod! Ich habe mein iPod noch geholt. Oh. Könnt ihr in die Kommentare schreiben, wenn ihr auch einen iPod Touch habt. Und schrieb einen langen Bericht an Birre. Liebe Birre, es tut mir leid, dass meine Kolleginnen und weitere Zicken sich heute in der Schule so doof aufgespielt haben. Wie du weißt, bin ich in einen anderen Typen verknallt. Habe ich ihm das gesagt? Jedenfalls bist du für mich trotzdem noch ein cooler Klassenkamerad. Und ich würde mich sehr freuen, wenn ich deine Chat-Kollegin bleiben darf. Deine Nathalie. Ich muss sagen, ich habe es noch süß geschrieben. Also es ist jetzt nicht so ein harter Korb gewesen. Es ist noch easy gewesen. Leider antwortete er nur mit ja, ja. Etwas später, auch im 2012, hatte ich einfach Bock auf einen Freund und wusste, der war der Richtige dafür. Okay, das ist wohl komplett gewesen. What the fuck, Alter? Also fragte ich ihn, ob er noch Lust hätte, mit mir zu gehen. Und er sagte ja. Danach fragte ich ihn, ob ich auch heimlich mit ihm gehen kann, damit nicht wieder so ein Klassentheater losging. Ich bin so assi. Der Typ hat vielleicht etwas von mir wählen. Gut, das ist 8 bis 9% in mich verknallt, also... Ja. Für die ersten paar Tage lief das super. Ich habe das alles groß geschrieben. Doch jedes Mal, wenn meine Freundinnen mich fragten, ob ich Geheimnisse von ihnen hätte, hatte ich ein flaues Gefühl im Magen. Wieso haben meine Kolleginnen mich das gefragt? Anyway, also beschließe ich es ihnen zu sagen. Okay, dann kommt keine Fortsetzung, was nachher passiert ist, was ich es ihnen gesagt habe. Ich habe mich eigentlich noch Wunder genommen. Ich muss kurz schauen, kann ich mich irgendwie an irgendetwas erinnern? Ich weiß es nicht mehr so genau. Auf jeden Fall, ich weiss noch, mit dem bin ich eigentlich noch lang für das Verhältnis, vielleicht so einen Monat oder so zusammen gewesen. Ist jetzt auch nicht, ich habe jetzt glaube nie mit ihm wirklich alleine privat. Doch, er ist einmal zu mir gekommen, es war fucking cringe gewesen.
Egal, wir machen einfach weiter, Nächstes Kapitel, Krise. Krise ist auch in mich verknallt. Perfekt, die ganze Klasse ist safe auf mich gestanden, Alter. 100 Pro. Alter, ich muss kurz festhalten, mein Standpunkt in dieser Klasse ist wirklich, ich bin scheu gewesen. Ich habe probiert, irgendwie meinen Platz zu bekämpfen, damit ich irgendetwas bin in dieser Klasse. Darum, ja. Krise ist auch in mich verknallt. Der hat mich bis jetzt 46 Mal gefragt, ob ich mit ihm gehen will. Und ich habe zuerst das erste Mal ja gesagt. Ich muss kurz sagen, das ist nicht irgendeine Zahl, ich habe das gezählt. Ich habe die ganze Chatverlauf durch und der Dude hat gespammt. Das kannst du dir nicht vorstellen. Kaschmir, Nathalie, hallo, bist du da? Kaschmir, ich rede dich, Kaschmir. Und das ist no joke, wirklich 46 Mal gewesen, Alter. Also in dem Fall, ich habe ja gesagt. Damn. Doch nach einem Tag habe ich wieder Schluss gemacht. Baba. Wirklich wahre Liebe, Alter, von Herzen. Ja, das sind alle Storys, die ich jetzt mal reingeschrieben habe. Das Einzige, was ich noch über das Krise weiss, ist, ich bin nachher, glaube ich, nochmal sogar mit ihm zusammengekommen, also auch noch so eine Woche oder so. Und als er geschrieben hat und ich habe ja geschrieben, hat er mir gerade direkt geschrieben, Jo, soll ich dich jetzt Schatz oder Baby nennen? mir ist so der Laden aber. Ich meine schon, dass so als 11-jähriges Mädchen, warum soll ein Baby genannt werden? Also ich habe gedacht, yo, du nennst mich wieder fucking Baby, Schatz, Müsli, Zuckerwättli. No, Alter. Ja, das wären jetzt so ein bisschen die Storys gewesen, die in diesem Buch geschrieben sind. Ich habe aber noch ganz viele andere Tagebücher von meinem ersten Freund, von keine Ahnung, Zeit mit meinen Kolleginnen, unnötige Sachen, Streit mit meinen Geschwistern, alles. Ich habe immer Tagebuch geschrieben. Darum bin ich eigentlich mega froh. Gebt doch einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat, wenn ihr vielleicht einen zweiten Teil wollt mit anderen Tagebüchern. Und vergesst nicht, mich zu abonnieren. Ganz wichtig, dann verpasst ihr kein Video von mir. Und ich würde sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen Sonntag. Tschüss! Ich habe ein Haar eingeklebt von einem Typ. Das ist komplex, wirklich.